Herzlich willkommen zu Filmlave. Das ist schon der Film dabei, den groß Epos soll weiterfeiern, und zwar The Matrix Resurrections. Ja, aber wie gut das geklappt hat, das gesehen ihr hier bei Filmlave. Also mal direkt für uns zu denken, es sind nicht mal eine ganz neutraler Meinung und den ganzen Film gegangen. Also, für ehrlich zu sehen, ist schon ein bisschen ein Problem mit Lana Wachowski als Regisseur. Das wird ganz einfach dummer dazu, dass man no Matrix nicht ganz viel Gutes hat. Okay, wir hatten noch wie Vendetta, alles an der Reihe, aber dann hatte man so Debakel wie Jupiter Ascending, wo ich wirklich muss so, wow, was fällt einem, also wie aus einem Data, wann ich glaube, angefallen. Das war ja, katastrophal. Und lo ist halt eben eine neue Matrix angekündigt ging. An die Trailerin habe ich gesehen und ich war schon direkt so, ich weiß es nicht. Wo ich so kann, Matrix hat ja aus sich aus, wenn man 4 geschichtlich Gänge gucken, genug zu erzählen. Wieso fängt ihr nicht dorem vielleicht etwas an? Nee, wir gehen alle Charakteren ausbuddeln, für sie dann, ja, der Gesellschaft zu präsentieren. Wieder mir ist Silo schon direkt voll an der Kritik dran. Und zwar, wir eben, ich meine, jeder in den Trailer gesehen hat, die weiß ja, was für Charakteren dran sind. Wir haben Charaktere, die auftauchen, die wir aus den allen Filmen kennen, die aber anders ausgesehen. Und da wird dann natürlich alles pseudo-storymäßig erklärt. Aber von hier ran kann ich sagen, ich hatte so das Gefühl, da war für dich mal die Idee, wir machen eine neue Matrix. Und da kommt so, ja, aber was soll die Geschichte dann zu sehen? Und genau so wirkt das. Die Geschichte wirkt so abgesagt und absolut, und das ist das Allerschlimmste, belanglos. Der Film ist absolut egal, aber belanglos. Du kannst in die alten Filme noch gucken, wobei ich muss sagen, dass ich auch vom dritten absolut kein Freund bin. Den zweiten ist dann auch so, ja, okay, kann ich machen. Den ersten war für mich sowieso die Beste. Und nun geht dann hier etwas weitergeführt, was eigentlich fertig war. Und nun geht sich hier etwas aus der Null gezogen, wir können die Geschichte dann einfach noch weiterzumachen. Ja, okay, wenn ihr sonst keine bessere Ideen habt, dann buddeln wir halt eine Franchise aus, für dann einfach irgendwie noch ein bisschen Geld zu schaffen. Also so wirkt das für mich, ganz, ganz krass gesagt. Vielleicht war auch die Angst da, wenn wir keinen Keanu Reeves dabei haben, ja, dann zieht das vielleicht nicht so, wenn kein Trinity dabei ist, das klappt alles nicht, der Morphosa ist nicht dabei, die wollte wahrscheinlich überhaupt nicht mitmachen, du willst einfach mal durch einen anderen Schauspieler sagt. Und da geht das eben, wie ich schon so pseudomäßig, storymäßig erklärt. Okay, kann ich machen. Bon, wo soll ich noch aufhängen? Story ist ganz einfach. Ich will nur nicht so viel zur Story sagen. Aber grob aufgebracht. Wir haben wie lange kein klarer Antagonist, gegen was kämpfen wir eigentlich? Wieso ist die Situation so, wie sie ist? Und es gibt einen Plot erzählt, den wir fanden, wenn der erste halbe Stunde hat ein bisschen aufgehandelt gehen. Und dann hätte ich vielleicht eine Story erzählen, die vielleicht ein bisschen mehr sinnvoll gewesen wäre. Nee, wir erzählen eine Geschichte, die von Anfang bis zum Schluss einfach uninteressant ist. Ganz einfach. Da kann ich sagen, Hummer, divers handgemachten Special Effects, die absolut an der Reihe sind, kann ich nicht zu sagen. Aber dann haben wir aber auch CGI-Momente dran, wo ich wirklich muss sagen, so gut wird das nicht ausgesehen. Ich meine, du konntest die Matrix-Demo auf der PS5 schon ein bisschen mehr glänzen. Aber CGI-mäßig war nicht das Beste zu erleben. Voilà, aber wenn wir dann zusammenfassen, dass wir eine neue Matrix haben, den weder eine gute Geschichte hat, noch enorm gut ausgesehen. Ja, was tun wir dann? Es fehlt einfach etwas, was den ersten Matrix geboren hat, war einfach Kreativität. Da waren Leute, die haben sich etwas getraut. Die haben sich getraut, etwas rund zu gehen und etwas Neues zu schaffen. Und irgendwie fehlt an der Letzte die Kreativität. Du hast so systematisch geschafft, wie kriegen wir die Macht weitergefordert, wie können wir Geld damit machen. Ich fand, die Formel kristallisiert sich so enorm gut raus. Ein ähnlichen, verhältnismäßigen Lichtblick sind den Schauspieler, die das souverän machen. Bei mir haben Keanu Reeves, der spielt halt wie die Keanu Reeves. Der spielt das wie immer und der spielt das halt gut. Er kriegt halt immer Rollen so, wie sie mir gerade passen. Und da passt das schon. Da kann ich sagen, okay, mit den Dialogen, mit den Interaktionen ist das okay. Kann ich machen. So, das Ganze hat einfach schon mal mehr große Verrast gekriegt, wie ich das von Anfang an gedacht habe. Und wenn ich so rasch steigert, dann kriegt den, ja,
Was ging so den ziemlich gut raushören, dass ich kein großer Fan von Lana Wachowski sind. Du hast wirklich, also du hast einfach, wenn ich schon gesehen, von wem der Film hast, da sind ich meistens schon, und das schön, dass es so als mir negativ behaftet. Also du musst ja wirklich so ein Jupiter Ascending mit mal dem holst, den absoluten Gnadenstoß gehen, wo ich alle Hoffnung an Kunst vom, ja, als Regisseur, weil den als Regisseur kann bieten, wo ich absolut Hoffnung noch verloren. Und das heißt, ja, das schön. Es hat kein Matrix hat keinte weitergefordert gehen, es hat keinte cool gehen, es hat keinte gut ausgesehen, es hat keinen divers kreativ Kniffen dran kommen, wenn das alles Fälle losgehen. Wiederum gehen die ganze Zeit als Szenen neu gewesen. Wir haben einen Running Gag, den sich von Anfang bis zum Schluss durchzieht. Das ist so just Bullet Time. Und sein richtig Bullet Time ist einfach nicht dran, das ist einfach nicht ein Zeitloop. War okay. Ja, mehr geheim mat Floskel run ist mir geheim mat Fanservice run ist am méi huet de Film dann einfach net zu bieden. Et gin einfach nimm gedroppt von alle Charakteren, die dann awer net dra sehen, weil sie ja dann en andere sehen. Einfach schuld wat dann den Amment aus enger macht gëtt. Wann den se da schon loser gegen Mauer gefu huet, ja dann hör man en rich Folge der bretsch man se richtig sto wieder. Boah. Et sinn och en die eng oder die anderen positiv stimmen dabei. Mir eine Metacritic Score von also Metascore von 64. Ja, ich weiß nicht was schlimmer ist, wenn ihr seht, okay, der Film ist einfach nicht und geht ihn gucken und dann hört ihr aber Metascore von 64 und ihr seht, was ihr vielleicht aber bis ihr habt es dann trotzdem ist es aber nicht gut. Das ist halt einfach schön. Und dann dauert der Ganze noch 2,5 Stunden, du sitzt da und der Ganze hält keinen an den Moment, wenn der Ganze aufhängt, ein bisschen mehr interessant zu gehen, ja, dann ist das Spektakel auch schon rüber. Also, meiner Meinung nach, war das da Reinfall für Matrix-Fans. Vielleicht können da ja das ein oder das andere aber positiv nach rausholen. Ich ging so in den ersten 4, den der Film vielleicht nachholt, als man den am Kino guckt, dass er das einfach als Kinoerlebnis noch vielleicht kann holen, einfach als Popcorn-Kino, den einfach mittelmäßig ist. Ja, da klappt das vielleicht. Für mich durchgefallen, ein absoluten Tiefpunkt einfach zum Schluss vom Jahr nach Reinkehr. Und ja, dann hoffen wir, dass wir am nächsten Jahr viel besser Filme zu Gesicht kriegen, wie die neue Matrix. Zum Schluss ein Schäfer aus. Egal. So, wiederum, wenn ihr das Video gefallen hat, dann denkt dran, uns zu liken und zu teilen und kommentiert gerne. Wenn die letzten Video wirklich genossen mich mal die ein bisschen können auszutauschen, ein bisschen auch die anderen Meinungen zu hören. Vielleicht sind da ja dabei, die so, boah, Matrix ist schon der Film mega geil fand, für mich geht es so weitergehen. Alles an der Reihe, freut mich, wenn der Spaß du da hat. Das ist ja immer mehr schön, wenn Leute Spaß da haben, wie wenn so ganz zwischen High steht an den Film verreist. Sagt mal, wann ihr schon gefallen hat, sagt mal, wieso ihr gefallen hat, aber wenn ihr schon nicht gefallen hat, dann sind ich auch mal eher Aspekte gespannt, was ihr und dem Film so gesteuert hat. So, und an dem Sinne verabschiede ich mich und ich wünsche euch dann trotzdem aber noch ganz viel Spaß am Kino mit The Matrix Resurrections.